Herzlich willkommen. Schön bist du da. Wir begrüßen auch die Loft oben und alle von daheim. Schön sind ihr dabei. Und wir sind jetzt mitten in dieser Serie von Leben mit Vision. Wer kennt das Buch und hat es schon mal aufgeschlagen zumindest? Die meisten, wenigstens die vorne. Vielleicht hat es einen Grund, warum wir in der Front Row sind. Das heutige Thema ist, wir sind berufen, zum Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe da einen Satz drin gelesen, der mich irgendwie ein bisschen herausgefordert hat und ich möchte den euch gerne auch vorlesen. Und zwar steht, Gottes eigentliches Ziel für dein Leben auf dieser Erde ist nicht deine Bequemlichkeit, sondern deine Charakterentwicklung. Ich lese nochmal. Gottes eigentliches Ziel für dein Leben auf dieser Erde ist nicht deine Bequemlichkeit, sondern deine Charakterentwicklung. Und das wünsche ich mir für den heutigen Abend, dass du nicht einfach nur bequem da hockst in deinem Platz, sondern dass du dich verändern lässt vom Heiligen Geist, dass du bereit bist, um deinen Charakter zu entwickeln. Und ich freue mich, wie du da weiterfährst. Das Buch ist wirklich voll mit guten Zitaten. Und heute wollen wir über das reden, wie wir können ähnlicher werden wie Jesus. Weil wir sind geschaffen worden, zum Jesus ähnlicher werden. Und ich möchte innerhalb von 10 Minuten das beweisen. Das ist eigentlich Jesus ähnlicher werden. Den Prozess nennen wir auch oft Jüngerschaft. Das ist das. Der Rick Warren, schnell, falls du das am Tag 23, wenn du mit uns schön im Rhythmus gehst, am Sonntag wirst du diesen Tag lesen und dort stehen so 2 wunderbare Sätze. Jüngerschaft, das ist der Prozess, in dem sie Jesus Christus ähnlicher werden. Ich finde es schön, dass er uns immer noch sieht. Das ist sehr ein anständiger. Wir werden Jesus ähnlicher und das nennt man Jüngerschaft. Wie die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Und mit Jesus unterwegs sein bedeutet, du wirst auch ähnlicher wie er. Und dann schreibt der Rick Warren, leider werden Millionen von Christen zwar älter, aber nicht reifer. Millionen von Leuten und ich habe auch schon, ich bin jetzt seit 20 Jahren bin ich im 20s. Double 20s. Und ich habe schon viele Menschen gesehen, die Jesus geliebt haben und mit ihm unterwegs sind und irgendwann müde geworden sind, um wirklich zu sagen, hey, ich möchte weiterhin reifer werden und sie sind nur noch älter geworden. Und ich stelle mir so, ich mache das Bild vom Baum. Ein Baum, der einfach wächst und grösser wird und einfach mehr Rinde bildet, ist das eine, der wird einfach älter, oder ein anderer Baum, der wächst und mehr Frucht bringt. Das ist ein Baum, der wirklich reifer wird. Und so steht im Lukas 15, steht ja, dort sagt Jesus zu uns selber, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Eigentlich habe ich heute Abend, wir haben heute Abend jemanden einladen, den wir nachher noch hören werden. Und es gibt so Leute, die ein bisschen älter sind als du. Und wenn du ihnen begegnest, dann merkst du, aus jeder Pore von ihnen strömt irgendwie Jesus. Ihre Frucht von innen raus, ihre charakterliche Frucht, aber auch das, was sie erleben, es ist so prägt und trieft von dem Jesus. Ich bin gerade letztes Jahr an einer Hochzeit, bin ich an einer älteren Dame begegnet und habe mit ihr geredet und sie hat mir erzählt und du hast gemerkt, aus jeder Pore strömt es raus. Man will um sie herum sein, man will zuhören, jede Geschichte, wie Jesus sie wieder an der Hand genommen hat und wieder tief verändert hat. Und das hat mir so Vision gegeben. Meine Großtante ist auch so eine. Wie meine Großtante erzählt, da hat sie ihre 3 Schwestern schon in den Tod begleiten. Und es ist herrlich gewesen. Dann habe ich sie am Herrn Jesus übergeben und jetzt ist sie beim Herrn Jesus oben. Und ich freue mich so. Und du merkst, die Frau hat so eine andere Perspektive. Sie liebt ihren Jesus durch und ist begeistert von dem. Ich muss sie mal einladen in 20s. Die wirklich, ihr werdet euch alle verlieben in die Dame. Ins Rosmarin. Eines Tages vielleicht. Und ich merke, das gibt mir so Vision. Ich möchte auch so werden, dass ich, wie ich bin, verändert wird, mehr und mehr wie Jesus. Und wie es Miriam schon gesagt hat, es geht nicht darum, dass du deine Persönlichkeit veränderst und jetzt nicht mehr du selber bist, sondern es geht um charakterliches Wachstum. Ähnlicher wie Jesus werden bedeutet auch nicht, dass du deine Schuhe verkaufst und nur noch Jesus-Sandalen anlegst, dass du deinen Job kündigst und mit deinen 12 besten Freunden 3 Jahre einfach ein bisschen rumhängst. Wäre zwar auch geil, oder? Aber das bedeutet nicht ähnlicher wie Jesus sein, sondern es geht um andere Sachen. Und ich möchte es euch
der Bibel theologisch anschauen. Und jetzt kannst du Epheser 4 aufmachen. Und wenn du eine Bibel da hast oder die Haie, wenn du eine Papierbibel hast, dann schau sie an und strich dir den Vers mal an, weil wir gehen jetzt ein bisschen tiefer da rein, dann müssen wir uns jetzt richtig geben. Ist das gut? Du darfst auch, es gibt Leute, die die Bibel da haben. Es gibt Leute, die die Bibel sogar auf dem Nattel da haben. Verrückt. Vers 22, Epheser 4. Epheser 4, Vers 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen. Also es geht darum, Jesus ähnlicher werden geht um das, du tust etwas Altes, was war, der alte Mensch, das alte Wesen hinter dich lassen. Klammer auf, wenn du gläubig aufgewachsen bist, kann auch bedeuten, dass dein alte Wesen parallel mit dir mitlebt. Aber es ist etwas, wo alt, also wo nicht mehr zu dir gehört, nicht mehr zu deinem neuen Wesen in Jesus. Verstehst du, was ich meine? Also altes Wesen ist nicht unbedingt das, wie du bist vor deiner Bekehrung, sondern es kann das alte Wesen auch so sein. Okay, und dann eben das alte Lebensweisen ablegen, die durch und durch verdorben war. Das ist extrem. Und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Okay, es ist etwas, das wir annehmen, wo Gott uns schenken will. Er will uns geben, ein verändertes Denken und einen neuen Geist, einen neuen Spirit. Also ich finde es noch nice, das Wort Spirit. Es kann auch bedeuten, der Heilige Geist und gleichzeitig kann es das bedeuten, der Spirit, den du hast über dein Leben. Der soll neu werden. Und jetzt schauen wir das ein bisschen genauer an, Vers 24. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, oder? Jesus, wir sind geschaffen als Ebenbild und wir werden das neue Wesen. Jesus selber, wo Gott ist, werden wir ähnlich. Und jetzt zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also zu dem sind wir berufen. Das Wesen ist zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Und ich möchte schnell über diese 3 Sachen, weil das geht darum, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, geht es um diese 3 Begriffe. In diesen 3 Sachen sollst du Jesus ähnlicher werden. Ich tue es mit euch anschauen schnell. Ist jetzt ein bisschen Brainfood für alle. Jetzt könnt ihr da den Kopf mal anstellen. Also, Wahrheit ist das Erste, wo du verändert werden sollst. Mehr auf die Wahrheit. Und das ist das Wort Aletheia. Aletheia, das ist das Wort, das Jesus selber gesagt hat, kennen wir, oder? Ich bin die Wahrheit. Also dieses ganze Verständnis von, was ist Wahrheit? Wie suchst du nach Wahrheit? Wie ordnest du deine Ansichten, dein Weltbild, dein Selbstbild? Alles, was du Erkenntnis zunimmt, der Kern, das Zentrum, ist Jesus selber. Also dein Denken, deine Art zu denken soll verändert werden und ist ganz neu. Ich habe da den Brain. Vielleicht kennst du es, dass zum Teil du Diskussionen hast mit Menschen, die Jesus nicht kennen, über geistliche vielleicht Themen. Und du merkst, es ist einfach eine ganz andere Grundlage und es ist schwierig, um überhaupt den Anfang zu erkennen. Weil sehr oft, wenn jemand eine andere Grundlage hat, ein humanistisches oder ein atheistisches Weltbild, wird es schwierig, nachher zu einem Konsens zu kommen, weil du als Christ Jesus als Grundlage, als Wahrheit schon hast von deinem Denken. Das Nächste, von der Heiligkeit. Voilà. Hosiotes ist das Wort, das ich da gegangen bin. Und Heiligkeit, da geht es darum, du bist verändert worden von deiner Identität. Also das Sein, du bist heilig oder du gehörst zu den Heiligen oder du gehörst zu denen, wo rein geworden sind. Das ist eine neue Identität, okay? Also dein Denken hat sich verändert und jetzt, was du bist in deinem Herz inne, das hat sich auch verändert. Also lass uns da ein wunderschönes Herz anmachen. Was klebt alles? Also das hat sich auch verändert und das wird sich mehr und mehr verändern. Dein Selbstbild wird sich verändern. Und jetzt kommt der nächste Begriff und das sind Begriffe, wo die Bibel sehr oft zusammen braucht, auch zum Gott beschreiben. Gott ist heilig und gerecht. Und was meint die Bibel oft damit? Gott ist heilig, Gott ist rein von seinem Wesen her, von seiner Art her ist Gott rein, oder das ist heilig.
Und auf der anderen Seite ist Gott gerecht. Das bedeutet, von seinem Handeln her ist Gott rein. Verstehst du? Und jetzt macht auch der Thumbnail plötzlich Sinn. Wie kannst du sündenfrei leben? Das ist genau das. Wie kannst du in dieser Heiligkeit und Gerechtheit und in der Wahrheit leben? Das bedeutet, du wirst Jesus eben Schritt für Schritt ähnlicher und verwandelt durch das alles. Voilà. Jetzt habe ich einen interessanten Vers, oder wo ich das so gelesen habe, der Bibelvers, oder wie du verändert werden sollst, ist mir etwas Interessantes in den Sinn gekommen. Einer der wichtigsten Bibelverse ist, wo Jesus nochmal das ganze Gesetz zusammenfasst. Was ist das wichtigste Gesetz? Und dann sagt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken lieben. Verstehst du, Kim? Also, dass du Jesus ähnlicher wirst und verwandelt wirst in deinem Denken, in deiner Identität und in deinem Streben, das ist seit und je der Plan für jeden Mensch. Schon im Alten Bund, schon im Alten Testament ist das schon immer gewesen. Jeder Mensch, der kreiert worden ist mit dem Sinn auf die Welt gestellt worden, damit er kann in das hineinkommen, dass er in seinem Denken ist wie Gott oder wie Jesus wird, in seiner Identität wie Jesus wird, zum Ebenbild Gottes und in seinem Streben. Nur einen wichtigen Unterschied gibt es vom Alten Testament zum Neuen Testament. Es geht bei dieser Veränderung nicht darum, das ist das Gegenteil von dem, dass du sagst, ich möchte ein besserer Christ sein. Das ist das Gegenteil. Weil auch hier in dieser Gerechtigkeit, das ist eine Gerechtigkeit, die aus Göttlichkeit kommt. Das ist nicht Gerechtigkeit, wo du selber versuchst, einen besseren Christ zu sein und bessere Taten zu haben, sondern es ist eine Gerechtigkeit, die sich eben, indem das die Wahrheit kommt und die Heiligkeit da ist, aus der Gerechtigkeit raus. Und es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns eben selber, der Heilige Geist, uns Jesus ähnlicher macht. 2. Korinther 3,18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, das wird Herrlichkeit bekommen. Und ich habe mich besonders gefreut, dass wir heute Abend jemanden haben, der genau das auch für mich verkörpert. Thomas Zindel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Man sieht, du bist schon ein bisschen älter als der Durchschnitt hier im Saal. Sieht man es echt wirklich? Du bist sogar schon Grossvater, Vater von 3 Kindern und eben einen Enkel, hast du mir erzählt, gell? Und du kennst ICF auch gut, bist schon über 20 Jahre da dabei, hast sogar selber auch mal da im ICF mitgeschafft und noch länger bist du aber bei Campus für Christus am Arbeiten und von dort kennen wir uns auch. Ja. Und dir ist einfach auf dem Herzen so das Thema Evangelisation und eben Jüngerschaft, was heute Abend ja auch darum geht. Und du hast gerade innerhalb vom Campus hast du zuerst ein bisschen mit Sportlern zu tun gehabt und jetzt bist du vor allem mit Diplomaten unterwegs, was total spannend ist. Aber heute möchten wir noch ein bisschen auf etwas anderes auch eingehen. Du leitest auch so das ganze Projekt Leben in Freiheit und das hat viel auch damit zu tun, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen einen Bogen schlagen über dein Leben und einfach erfahren, so eine Vision zu malen, wie das kann sein, wenn man schon lange mit Gott unterwegs ist. Erzähl mal, wie hast du gestartet? Wie bist du zu Jesus gekommen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, erst beim Vorbereiten habe ich gemerkt, ich habe mich gar nicht so viel damit beschäftigt, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist jetzt mega peinlich, aber es ist wirklich so. Und ich habe mir dann überlegt, jetzt bin ich 60, jetzt rede ich zu 20-Jährigen. Was war eigentlich dort mein Thema gewesen? Angefangen hat meine Geschichte in einer 8-köpfigen Familie. Ich war das 3. Kind von 6. Ich bin aufgewachsen mit Schwermut. Ich bin eher als Kind nicht so gut drauf gewesen. Ich bin viel daheim weggelaufen. Ich habe eigentlich Nähe gesucht. Und ich bin dann immer so in Kindercamps gsi oder an Evangelisationen. Das sind die langen Zelte gsi, weißt, mit einem ganz langen Gang, oder? Das hat man früher noch gemacht. Stellt euch vor. Und ich habe jedes Mal, oder, wenn ich in so einem Anlass gsi bin und nachher einen Bekehrungsaufruf gegeben hat,
bin ich aufgestanden und bin vorgelaufen. Und das war echt, weißt du? Weil ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich das mache, passiert etwas in meinem Herz von dieser Gottesnähe. Ich hatte so eine Sehnsucht nach dem Gott. Meine Eltern haben mir das erzählt. Sie haben nicht nur geredet, sondern sie haben das auch getan. Also Jesus ähnlicher werden. Von meinen Eltern her habe ich gemerkt, das hat etwas zu tun mit Glauben und etwas machen. Und als ich dann nachher den Jesus aufgenommen habe, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das nicht mehr machen. Ich muss nicht jedes Mal fast in die Hose brünzeln, bis ich dort vorne bin, sondern ich habe ja daheim. Früher hat es noch Bibellesebund gegeben. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, oder? Da habe ich jeden Tag meine Bibel gelesen und habe gemerkt, eigentlich geht es ja so auch. Oder? Und ich habe so dann auch erlebt, wie durch die Nähe ich durfte gesund werden. Also Jesus hat mich als erstes Mal gesund gemacht. Ich hatte viele Allergien, Zeug, Heuschnuppen, auch ganz komisches Zeug gehabt. Und Jesus ähnlicher werden für mich hat dort geheissen, in dieser Gottesnähe gesund werden. Und gleichzeitig bin ich mache jetzt einfach weiter, ist das gut? Ja, ich unterbreche dich dann schon, das ist gut. Gleichzeitig habe ich auch einen Hunger bekommen. Ich bin in einer reformierten Kirche aufgewachsen und das war gut und das war okay. Aber irgendwann habe ich gemerkt, da gibt es da so andere Gruppen und Kirchen und da gibt es noch ein bisschen mehr Heiligen Geist. Und dann habe ich dann gemerkt, in diesen Anbetungszeiten, wenn ich da wirklich möchte, Jesus begegnen, dann kommt er. Und ich bin immer drauf gewesen, bis heute als 60-Jährige. Sogar heute beim Vorbereiten habe ich gesagt, Jesus, ich brauche deine Nähe. Ohne die Nähe kannst du es vergessen. Das ist so mein Typ, so bin ich aufgewachsen. Und jetzt erzähl mal, als du so alt warst wie mir, etwa, so in den 20er Jahren. Ja, genau. Mit 21 habe ich geheiratet. Haben dann nach der Flitterwoche ein Kinderheim geleitet. Meine Frau war so zu Bett. Sie ist ein bisschen älter als ich. Ich habe immer ein bisschen reifere Geschichten gebraucht. Und jetzt ist sie ja reifer, oder? Sie ist pensioniert, ich noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann irgendwann ist das vorbei mit dem Kinderheim. Und wir haben den Campus kennengelernt. Und dann haben meine Frau und ich einen Vertrag gemacht mit Gott. Wir haben gemerkt, wir wollen alles geben, aber wir haben keine Ahnung, was das eigentlich heisst. Früher haben wir noch gesungen, alles oder nichts ist das Motto von meinem Leben beim ICF, oder? Aber damals haben wir nicht gewusst, was das heisst. Wir haben einfach gewusst, es muss gut sein. Weil mit all denen, die das machen, passiert etwas. Also habe ich ein Stück Papier geholt und etwas zum Schreiben, oder? Und dann haben wir aufgelistet, also hiermit übergeben wir, Name Thomas und Marlies, unsere Wohnung, unser Geld, unser Auto, unsere Zeit und so weiter und so fort. Und dann 2 Wochen später läutet es an den Türen unten. Wir haben in einem kleinen Häuschen gewohnt, noch kein Kind gehabt. Und da steht eine junge Frau vor der Haustür und die sagt, und wir kennen die, haben die nicht kennt, die sagt sie, ich habe gehört, da innen kann man Jesus kennenlernen. Da habe ich gedacht, das ist jetzt spannend. Also wir haben nie Leute sonst in der Wohnung gehabt, gell? Und dann haben wir gesagt, okay, den Vertrag haben wir aufgesetzt, unterschrieben haben wir auch. Also dann komm doch mal rein, oder? Und dann hat eine Zeit angefangen, wo Gott uns einfach die Stube gefüllt hat. Und das war gut, aber das war schwierig, weil Menschen sind Leidenschaft, aber sie bringen auch Leiden. Aber das war ein Teil der Veränderung von unserem Leben. Und dann bin ich Vollzeiter geworden und ich habe so eine Folie mitgebracht, wo dort drauf 3 Worte sind und gleichzeitig auch die Tunnel von der alten Göschenenbahn, oder? Gotthardbahn, nicht Göschenenbahn. Und das ist das Chileli von Wasser. Also, ich bin Vollzeiter geworden und da habe ich den Eindruck gehabt, jetzt weiss ich, wie das ist. Ich weiss, wie das mit Jesus geht. Ich weiss, wie er ist und überhaupt, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht drauf. Und dann bin ich so in ein Tunnel hineingerasselt. Beim Chileli von Wasser ist es so, dass du am Anfang siehst, du sagst, jawohl, das sehe ich. Das ist die Chile, das ist super, oder? Und dann plötzlich bist du im Tunnel und du weisst eigentlich nicht, wo du rauskommst. Und ich war so richtig am Starten, wo ich Brot posten jeden Morgen, wo ich eine Stimme gehört habe. Ich habe nicht gewusst, dass das Gott ist. Ich habe gedacht, das sind meine Fantasien. Und die Stimme hat gesagt, geh in das Haus.
Ich habe gedacht, ja, also Thomas, du hast irgendwie zu viel Kaffee getrunken oder wer ist da in diesem Haus? Ich kenne niemanden in diesem Haus. Was sagt denn der, wenn ich in das Haus gehe? Und so hatte ich Diskussionen gehabt. Und das ein paar Monate lang. Ich habe das ignoriert und eines Tages ist der Krankenwagen vor dem Gebäude. Und da trifft mich der Schock und ich habe herausgefunden, dass da eine Person sich das Leben genommen hat. Und dann bin ich zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, ich habe gemeint, ich könnte es und ich bin es, aber ich überlege mir jetzt gerade wieder zu künden. Und dann hat Jesus mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, los Thomas, es geht nicht ums Künden, sondern es geht darum, dass ich dich lehren will, dass du meine Stimme kennenlernst. Weil in der Bibel heisst es, die Schafe vom Hirt hören meine Stimme. Und Jesus ähnlicher werden damals hat geheissen für mich, ich muss seine Stimme hören. Ich muss können unterscheiden. Und da habe ich ganz in dem Tunnel, das war für mich ein Tunnel, und ich habe gesagt, Jesus, und ich bin eingestiegen mit dir in den Zug und ich will mitkommen. Ich danke, dass ich nicht bei dir muss bleiben, sondern du bleibst bei mir. Weißt? Wir müssen uns nicht anhängen, sondern er hängt sich. Wir sind Treib von ihm. Und das war eine mega Lektion. Und dann bin ich aus dem Tunnel rausgekommen und habe gemerkt, meine Sicht von Jesus hat sich verändert. Ich habe gemerkt, nach dieser Nähe und nach dieser Verfügbarkeit, oder durch Nähe und Verfügbarkeit ist ein Prozess, hat etwas angefangen zu reifen. Jesus ähnlicher werden ist nicht ein Quickfix, das geht nicht. Sondern es ist wie der Johannes 15 sagt, ich bin verbunden mit dem Weinstock und ich bleibe dran. Ich steige nicht aus dem Zug raus, auch aus diesen Erfahrungen raus, die ich gemacht habe, die ihr gemacht habt. Ich bleibe in dem Zug sitzen und wenn es durchs Tunnel durchgeht, ich weiss, er ist da und wenn ich rauskomme, sehe ich ihn anders. Und wenn ich ihn anders sehe, weißt du, was passiert? Ich sehe auch mich anders. Weil ich merke, er hat mich in der Zwischenzeit in den Speiswagen reingeholt. Oder sonst in einen guten Wagen. Früher hat es noch Raucherabteil gegeben. Plötzlich, wenn du rauskommst, siehst du wie klarer. Und du kannst sagen, jetzt habe ich eine neue Facette von Jesus kennenlernen. Hast du ein konkretes Beispiel, wo du das erlebt hast, dass du in einem Tunnel warst und erlebt hast, wie Jesus einfach drin ist und dabei ist und du musst einfach in diesem Zug drin hocken? Ja, das habe ich erlebt. Ich habe herausgefunden, auch als ehemaliger Lehrer, dass ich sehr langsam lehre. Und dass gewisse Sachen ich immer wieder neu lernen muss, gehört auch dazu. Und vor nicht ganz 20 Jahren ist die Arbeit gewachsen. Ich war hier schon im ICF, ich habe relativ viel Volunteers gehabt. Ich bin aufgeblüht und du hast richtig gesagt, ja, jetzt spüre ich Jesus in mir, oder? Jetzt spüre ich. Das ist unglaublich, du kannst fast nicht mehr bremsen. Vielleicht haben wir auch so Wellen, oder? Und dann bin ich in ein Burnout hineingefallen. Und das hat beruflich für mich geheißen, dass ich von einem Mal auf den anderen habe ich alles abgegeben. Ich habe ein Mitarbeiterteam, Vollzeiter. Ich war damals an Olympiaden, ich bin im Fernsehen gekommen. Ich habe eigentlich ganz viel Positives erlebt mit Jesus. Und bin ja dankbar dafür. Und dann hat es geheißen, Schlüssel abgeben, Büro räumen, heimgehen. Und dann bin ich 9 Monate daheim gewesen. Und ich habe nicht viel gemacht. Ich habe mehr Zeit mit meiner Frau, mit meinen Kindern und bin in ein Coaching gegangen. Aber ich hatte den Eindruck, ich bin Jesus ähnlicher geworden. Einfach anders. Einfach anders. Das heisst, Jesus weiss am besten, wie du ihm ähnlicher wirst. Und der Punkt ist, wenn du auf den Heiligen Geist, wenn du mit ihm zusammenarbeiten willst und du ihn wirklich einlädst, dann vertrau ihm auch, dass er dir zeigt, wie das geht. Und ich habe nicht mehr gewusst, wie ich zurückkomme ins Berufsleben. Ich muss das sagen, rund 2 Jahre hat das gebraucht. Aber ich habe so viel entdecken, was es heisst, bedingungslos geliebt zu sein.
Und es mal darum geht, keine Bedeutung dürfen und müssen und wollen zu haben. Sondern einfach mal zu hören, was habe ich denn für eine Bedeutung in den Augen von Jesus? Wie sieht er mich denn eigentlich? Das war ein Erlebnis. Und jetzt, wir gehen schon fast zum Schluss, zum jetzigen Zustand. Wie würdest du sagen, bist denn du jetzt Jesus ähnlich? Oder bist du ähnlicher als noch am Anfang von deinem Leben? Ich würde sagen, ich bin versöhnter. Und das ist der dritte Punkt. Also wenn du, ich meine, im Tunnel läuft viel Schwieriges ab. Aber ich habe gemerkt, zum Beispiel in unserer Ehe, Jesus ähnlicher werden in unserer Ehe kann ich nur so hoch oder so stark, wenn ich selber versöhnt bin mit meinen Eltern und mit meinen Schwiegereltern. Versöhnung ist ein Booster. Und es gibt immer wieder Sachen, die passieren, auch jetzt, wo ich merke, der Schlüssel ist Versöhnung. Umkehren, Buße tun, vergeben, loslassen, neu anfangen. Und das ist eigentlich ein Prozess, der gar nie aufhört. Also don't worry, bleib einfach im Zug hocken. Wer wir wissen, wer vorne hockt, wissen wir. Und darum darfst du wissen, darfst aufgeleistet sein. Nimm die 3 Stichworte mit und nimm auch mit, dass eigentlich geht es darum, dass in diesem Prozess dein Design kommt. Also das, was Jesus dich eben so gemacht hat. Es geht nicht darum, dass du so wirst wie der andere. Du kannst aufhören, dich zu vergleichen, sondern du merkst, durch die Tunnels durch wirst du immer mehr zu dir selber. Nämlich die Person, die Gott dich designt hat. Und das macht unglaublich frei. Das ist auch das, was der Joel gesagt hat. Oder? Es geht nicht darum, irgendwie Persönlichkeit zu verändern, sondern einfach mehr in das ursprüngliche Design, in das Ebenbild von Gott zu kommen, das er uns geschaffen hat. Genau. Gibt es konkrete Punkte, wo du sagst, da bin ich jetzt noch dran, da bin ich herausgefordert oder merke ich, wie Gott am Arbeiten ist, dass ich noch ähnlicher werde? Es gibt unglaublich viele Punkte. Ich habe den Eindruck, je älter dass du wirst, umso mehr Punkte kommst du über. Weil, ich muss euch sagen, beim Älterwerden, einerseits ist es schön zum Älterwerden, gleichzeitig merke ich, deine Grenzen sind klarer. Früher habe ich Grenzen überschritten. Das hat mir sogar Spass gemacht. Ich habe ganz viel Bussen gezahlt in meinem Leben. Ich habe einmal ein Haus abgefackelt. Einfach aus nicht vorsichtig. Oder? Also ein Schopf, es ist nicht, also, ja, ein Schopf. Also verstehst du? Und jetzt merke ich, es ist, ich muss das nicht mehr. Ich muss es nicht mehr, aber ich will es auch nicht mehr. Ja, aber was will ich denn? Und dann merke ich ja, eigentlich ist es so schön, wenn ich noch mehr einfach Vater oder Großvater sein und anderen darf, was soll ich sagen? Anderen darf ein Stück Begleitung mitgeben. Ich bin heute Nachmittag vom Gefängnis heimgekommen, von Regensdorf, wo ich noch am ICF war. Das kann ich noch erzählen. Ja, kannst du noch kurz sagen. Es ist leicht über die Zeit. Oh, minus 36. Okay. Nicht darauf achten. Okay. Das nimmt uns Wunder. Als ich im ICF war, war eines Tages ein Brief in meinem Fächlein von dem Mann, der zu Regensdorf im Gefängnis ist. Er hat 10 Jahre bekommen. Ich habe gesagt, gut, ich gehe den begleiten. Seit 7 Jahren besuche ich den 2-mal im Monat, 1-2-mal. Heute hat er das erste Mal gesagt, und das hat mich umgehauen. Heute hat er gesagt, Thomas, ich weiss, Gott ist gut. Voran sind alles die Affen, alle anderen sind die Schuld, Gott ist schräg, das ist nicht gut. Und heute hat er nach langer Zeit können sagen, Gott ist gut. Und an diesem Punkt ist er Jesus ähnlicher geworden. Weil Jesus gesagt hat, es ist nur einer, der gut ist. Oder nur einer, der der Meister ist. Und das ist der Vater im Himmel. Danke vielmals, Thomas. Man merkt, wir könnten dir noch stundenlang zuhören. Aber jetzt möchten wir noch ein bisschen praktisch werden. Um auch heute zu sagen, der eine Punkt, die Wahrheit, die habe ich heute begriffen. Oder da, in diesem Punkt bin ich ein Stückchen näher, ähnlicher geworden wie Jesus.
Und der erste Punkt ist eigentlich der Vers, den der Joel schon gebracht hat, von Epheser 4, Vers 23 und 24, wo es darum geht, dass wir eigentlich die Ähnlichkeit von Gott einfach nur annehmen können. Und zwar steht dort, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Lasst euch geben. Lasst euch den neuen Geist geben und nehmt es an. Es ist nichts Krampfhaftes, sondern es ist einfach ein mehr Raum geben, dem Heiligen Geist, dass er wirken kann. Der zweite Punkt ist, entscheide dich täglich, den Heiligen Geist führen zu lassen. Das ist für die ein spannendes Leben erleben. Wenn ich das Gebet am Morgen bete, dann steige ich anders in den Zug hinein oder im Bus. Und das ist interessant, da heisst, und ich will den Vers voran auch noch zitieren, da heisst, mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Angesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit hat. Wenn du mit dem anfängst zu leben, und unverhüllt heisst ja, es gibt in dem innen keine Scham und keine Angst. Sondern wenn du Anteil an seiner Herrlichkeit bekommst, dann hast du Anteil an seiner Salbung, du hast Anteil an seiner Autorität, an seinem Glauben, an seinem Mut, an seiner Weisheit, auch an seiner Selbstdisziplin. Und das sind die Früchte an dem Baum, wo der Joel gesagt hat. Dann bringen mir Früchte, die seinen Charakter widerspiegeln. Und dass wir wissen, was für Früchte da zum Vorschein sein können und auf was für eine Wahrheit wir uns berufen können, ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen. Dass wir die Wahrheit kennen, die dort steht. Und ich möchte dich ermutigen, um regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ich persönlich merke immer wieder, wie das auch mein Gebetsleben verändert. Manchmal trüllt man doch nur so um sich selber und hat immer ein bisschen die gleichen Gebetsanliegen oder das, was einen beschäftigt im Glauben. Und ich merke, wenn ich die Bibel lese, komme ich wieder auf neue Punkte. Ich lerne plötzlich, wie sich mein Bild von Jesus und von Gott, wie sich das verändert. Und ich merke, hey, Gott ist eigentlich ein bisschen anders und ich möchte eigentlich in die Richtung und ich will ja ihm ähnlicher werden. Der nächste Punkt heißt, lass Gott deine Krisen nutzen, damit du wachsen kannst. Man könnte auch fragen, nutzt du deine Krise? Nutze ich sie? Weil er sagt, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Je nach Situation, wo du drin bist, ist das ein bisschen eine fromme Ohrfeige, weil es kann einem auch nicht helfen. Es kann einem wirklich nicht helfen, sondern es schlägt aber kein Geist weg, dass in der Krise, wenn ich in der Opferrolle drin bleibe, dann bin ich kontrolliert und manipuliert vom Feind. Also früher oder später darf ich eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich lasse los. Meine Rebellion, mein Frust, meine Angst, mein Ärger, meine Rachegefühle, was auch immer. Und ich ziehe das an. Und ich tue nochmal, mache mich verfügbar. Ich lasse los, damit ich wieder empfangen kann. Sonst kann ich nicht loslassen. Also mach Krise zu deiner Chance. Und der nächste Punkt geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, heisst wachs durch Versuchungen. Und als ich es zuerst gelesen habe, dachte ich, wie bitte? Versuchungen sind jetzt nicht gerade unbedingt der Grund zum Wachsen. Aber dann habe ich mir überlegt, es geht ja um Charakterentwicklung. Und ihr kennt sicher so den Ausdruck, hey, der hat Charakter gezeigt. Oder die hat Charakter gezeigt. Und wann sagt man das? Eigentlich, wenn sie geprüft worden sind, wenn sie in einer Versuchung gesteckt sind, wenn sie müssen beweisen, dass sie jetzt Charakter haben. Und ich glaube, dass Gott durch das wirklich auch schaffen kann. Dass wir manchmal herausgefordert sind und dass es dann ganz besonders gilt, zu sagen, und ich berufe mich und ich stehe auf die Wahrheit.
Ich möchte dem Heiligen Geist Raum geben und möchte Jesus ähnlich sein. Und darum reagiere ich jetzt anders, als ich vielleicht wollte. Die Frucht vom Geist ist zum Beispiel Geduld. Du kannst Geduld nicht üben, wenn du nie einen Grund hast, um Geduld zu haben. Es braucht ein Stück weit Versuchung, dass wir zeigen können, dass wir Charakter haben und dass wir unseren Charakter entwickeln können und können wirklich verändern lassen, wachsen lassen vom Heiligen Geist. Und jetzt steigen wir in eine Zeit ein, wo wir genau das machen wollen, wo wir uns verändern lassen von dem Heiligen Geist. Und die Band darf gerne hochkommen. Weil wir wollen jetzt einfach einsteigen in eine Zeit, wo wir wirklich uns verändern lassen von ihm. Ich will euch zwei Eindrücke weitergeben, die ihr vielleicht mitnehmen, die ihr sollt mitnehmen in die Zeit. Und einfach mit dem Heiligen Geist darüber reden. Und zwar habe ich den Eindruck gehabt, dass das Bild vom Tunnel für den einen oder anderen mega passend war. Und dass du vielleicht an einem Thema dran bist, wo Corona jetzt gerade noch ein bisschen Führer geholt hat oder verstärkt hat. Und du fragst dich, wie bringe ich das unter die Füße? Wie komme ich daraus raus? Vielleicht bist du in der Gefahr, dass du sagst, ich steige jetzt dann aus oder ich mache das nicht mehr mit oder was auch immer. Oder du merkst, ich hocke im falschen Abteil. Ich muss definitiv das Abteil wechseln. Und ich will dir einfach Mut machen, das zu nennen. Benam's das. Lad Jesus ein. Was mich am meisten verändert hat, das Bild von Jesus, ist das Vertrauen in die Liebe von Gott. Schlussendlich ist die Frage, kann ich und will ich der Liebe von Gott vertrauen und mache ich mich verfügbar für ihn? Also nimm das mit, weil Tunnel führen dazu, dass du, wenn du rauskommst, Jesus in einer anderen Sicht, von einer anderen Schau her siehst. Denk kurz darüber nach, wo hänge ich? In was hänge ich wirklich? Und fang an zu reden. Und verfügbar machen heisst vielleicht jetzt einfach einmal still zu sein. Und auf ihn zu hören. Oder vielleicht heisst es aufstehen und sagen, da bin ich, Gott. Nimm mich. Brauch mich. Und vielleicht willst du so wie einen Vertrag, wie der Thomas mit seiner Frau unterschrieben hat, sagen, und ich gebe alles für dich. Ich gehe all in mit dir. Frag den Heiligen Geist, was jetzt dran ist. Hinten haben wir das Gebetsteam, das es liebt, mit dir zu beten, dich zu segnen, auf Gottes Stimme zu hören und einfach dich an das Herz vom Vater zu bringen. Nutze das Angebot.